Grüß dich zurück zu Fallout 3. Bevor es jetzt da mit Fallout 3 weitergeht, am Fallout Sonntag ein paar Worte vorweg. Die nun folgenden, das habe ich jetzt bitte nur aktuell auf der Festplatte gespeichert, blende ich dir jetzt ein. Die kommenden 950 Minuten, die gammeln seit über einem Jahr auf meiner Festplatte herum. Ja. Ich habe damals so viel vorproduziert, weil mir gedacht habe, ich spiele das gleich und mache und hin und her. Das war aber noch, das muss ich dazu sagen, noch mit der Elgato aufgenommen. Mittlerweile hat sich was verändert. Ich nehme eigentlich nur mehr über den PC auf, beziehungsweise ja, ist über das PC-Aufnahmeprogramm nehme ich mittlerweile auf. Also mit HDMI-Kabel von der Xbox zum PC und hin und her, du weißt wie das ist. Ne? Bis aber diese Tonqualität da ist, müssen wir uns leider vorerst noch mit den alten Setup zufrieden geben. Mir hat nämlich ein kleiner Bug die Elgato irgendwie zurückgehauen. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Jeden Schatz, was du aufnimmst, mag er einfach nicht abspülen gescheit. Ich weiß nicht warum und die Tonaufnahme ist sowieso in Arsch. Keine Ahnung. Ja. Und somit hätte ich eigentlich ein kurzes Vorwort gegeben. Also wie gesagt, die kommenden 950 Minuten, ich weiß nicht wie viele Episoden das noch sind, oder das sind, keine Ahnung, ist noch von der Elgato aufgenommen. Es wird sich also noch eine Zeit zahlen, bis wir zur neuen Aufnahmequalität kommen. Genau, so würde ich sagen. Und eins vorweg, ich habe nur 2 oder 3 Dinge vom alten Intro habe ich nur entfernt und habe das durch anderes ersetzt, weil es einfach jetzt ein Jahr später ist und ich mir jetzt ein bisschen was anderes oder auf was anderes schaue, sagen wir mal so. Ne? Ich meine, es wird ja wieder dauern, bis ich Fallout 3 weiter aufnehme, gell? Also dann, wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Episode am Fallout Sonntag und ja, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Bis zum nächsten Mal. Bleib brav und lass dich nicht ärgern. Baba dabei. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdecken und wird verlassen. Im Namen Gottes. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Wir haben da jetzt das letzte Mal so einen komischen Ödland-Gefangenen von Mutanten befreit und werden jetzt da in Richtung River City weitergehen. BZW. Na, es ist Mittag. Wir werden gleich weiter spazieren. Warte mal, haben wir nicht eine zweite Minigun mitgekriegt jetzt da? Oder haben wir die schon repariert? Na, die haben wir glaube ich schon repariert. Ist in Ordnung, ist abgespeichert. Passt. Wir müssen hier entlang. So. Okay. Das ist River City. Mhm. Was gibt's da hinten noch zu entdecken? Eine U-Bahn-Station.
Was ploppt da irgendwas auf? Jo. Jetzt schauen wir da hinten rum. Dum 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 dum. Warte mal, wo geht's denn da jetzt entlang? Weltkarte. Da geht's da weiter in Richtung Map Ende. Ja. Da können wir nicht mehr weiter. Ist auch okay für mich. Ach Gott. Schauen wir mal, wie weit dass wir das spülen. Das kann ich dann noch nicht verraten. Ich habe noch ziemlich vieles noch nicht offen. Also offengelegt. Mal schauen. Aber vorerst werden wir die Linie mal so beibehalten. Und dann sehen wir weiter. Aha, stehen stundenlang da und starren sich doof an. Hallo. Karawanenwache Crow. Willkommen. Mein Name ist Crow. Ich reise durch das Land und verkaufe Schutzkleidung. Und Sie haben Glück, dass ich Sie rechtzeitig gefunden habe. Sie sehen wie jemand aus, der gejagt wird. Aber ich darf mit Stolz sagen, dass meine Ware Sie sogar vor den Klauen des Todes persönlich schützen kann. Jupp. Sehen Sie sich um. Vielleicht gefällt Ihnen ja etwas. Weißt du was? Wir hätten sogar eine Kampfrüstung. Wir hätten sogar eine Kampfrüstung, die wir reparieren müssten. So. Danke. Bleiben Sie stets auf dem rechten Weg. Ui. Jetzt. Schnell schauen, ob wir die reparieren können. Ich hoffe es zumindest. Ja, wir können sie reparieren. Ist das geil. Und da können wir jetzt ein bisschen was verkaufen. Aus dem einfachen Grund. Der will sicher Wasser, oder? Na, wurscht. Machen wir anders mal. Da. Willkommen in Rivet City. Bitte warten. Die Brücke wird ausgefahren. Der alte Flugzeugträger. Ja, ja. Na, wir brauchen einen Hut und die Sprache noch ein bisschen höher. Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach Rivet City? Und wer soll Ihr Vater sein? Wenn er auf diesem Boot lebt, kenne ich ihn. Er wohnt nicht hier. Er besuchte nur Dr. Lee. Sie kennen ihn sicher nicht. Er hat sein ganzes Leben in einer Vault verbracht. Wieso ist es wichtig, wer er ist? Lassen Sie mich einfach durch. Er wohnt hier nicht. Dr. Lee, ja? Dann müssen Sie wohl Dr. Lee um mehr Informationen bitten. Gehen Sie ruhig hoch. Sie ist wahrscheinlich im Forschungslabor. Aber stecken Sie Ihre Nase nicht in Dinge, die Sie nichts angehen. Verstanden? Danke für die Hilfe. Dann machen Sie mal schön weiter. Ich mache weiter. Du musst mir nur ein Kraut lassen, du Depp, du. Oh Gott. Einer der neuen Einwanderer starb letzte Woche an Strahlenvergiftung. Dieses Outfit. Gehört, dass sie Flusswasser getrunken hat.
Naja. Das Wasser auf dem Schiff ist nicht viel besser. Wenn wir nicht bald frisches Wasser bekommen, enden wir alle. Treppenhaus Rivet City. So. Das ist der Markt in Rivet City. Willkommen im Potomac Attire. Willkommen im Potomac Attire. Ich heiße Bannon, bin Besitzer des Potomac Attire und Mitglied des Stadtrats. Ich führe anspruchsvolle Kleidung für anspruchsvolle Kunden. Wie ich sehe, verfügen Sie auch über einen sehr erlesenen Geschmack. Unter uns. Wenn der Pöbel draußen bleibt, ist das auch gut fürs Geschäft. Sie sind also Mitglied des Stadtrats. Dr. Lee, Chief Harkness und ich sind im Rat. Wir treffen uns jeden Montagmorgen. Ich bin sehr einflussreich, wenn Sie wissen, was ich meine. Viel mehr als Seagrave Holmes. Dieser Seagrave, glauben Sie, er stellt eine Gefahr für Ihren Einfluss dar? Eine Bedrohung? Nein, natürlich nicht. Naja, vielleicht doch. Er will meinen Sitz im Rat übernehmen. Er hat seine Finger in dubiosen Geschäften, aber ich kann's nicht beweisen. Wenn aber jemand etwas Belastendes in seinem Zimmer finden würde. Naja, sagen wir mal, ich wäre äußerst dankbar. Okay. Warum leben Sie auf diesem Schiff? Na, wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar, die Welt wieder aufzubauen. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Natürlich, wenn es um was geht, bin ich immer... den können wir brauchen zum Reparieren. Das nehmen wir mit. Du wirst dann bald sehen, warum. Reparieren plus 5. Kleine Waffen plus 5. Die 9 nehmen wir mit. Die 2 nehmen wir mit. Okay, 400 Kronkorken. Das ist immer das gleiche. Okay. Jetzt schauen wir mal, was wir verkaufen. Wir haben ja sicher noch ein bisschen was. 10 Mentats, 3 Psycho, 12 Redex, 3 Scotch, 2 Stealth Boys, 6 Wein, 12 Wodka. Das verkaufen wir am. Oh Gott, was braucht man denn an Waffen oder beziehungsweise an Muni, nicht? Chinesisches Gewehr, das macht 32 Schaden. Weißt du was? Warte mal, habe ich das... Sie kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Jetzt habe ich das nicht... Ich bin so dumm. Den nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Kleine Waffen. Die neuen Stimpacks, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay, jetzt da. Was haben wir vorhin verkauft gehabt? Die 10 Mentats, 3 Psycho, 12 Redex, das nehmen wir mit. Das. Das. Das, was damit am noch hin? Was geht mir am noch? Die 44er kann sie gehalten, ein Brennstoff kann sie gehalten, Elektronenladeteil kann sie auch gehalten. Die 12 Raketen, die werden wir uns auch gehalten. Ja. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Meier, war mir ein Vergnügen. Bis bald. Ja, sowieso. Was anderes erwarte ich von dir gar nicht. Du alter Schlemier.
Und wir sind noch immer um 14 Kilo schwer. Warum? Egal, fürs Einkaufen, da reicht's jetzt einmal. Teilen Sie sämtliche Auffälligkeiten bitte mir oder einem Sicherheitsbeamten mit. Natürlich, natürlich. Die größte Auffälligkeit werde ich werden. Die Leute nennen mich Shrapnel. Ich führe diesen Laden. Ich habe die beste Ausrüstung, die sie jemals finden werden. Ja bitte. Was suchen Sie denn? Ja, das wird er gleich sagen, wenn ich fertig bin. Du Wappler. Metallhelm. Kampfhelm. Hochleistungsstrahlenanzug. Nö. Mit Schalldämpfer sogar, siehst, was nicht alles gibt. Fatman Hammer, Holzhammer, Kampfflinte, Kampfmesser, Raketenwerfer. Wir werden uns dann müssen die großen Waffen annehmen zum Kommen Sie bald wieder. Wir haben immer viel Munition auf Lager. Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Nö. Was wollt ihr jetzt sagen, ohne dass ich mich verrät? Aha. Einer der neuen Einwanderer starb letzte Woche an Strahlenvergiftung. Ja, hab gehört, dass sie Flusswasser getrunken hat. Das Wasser auf dem Schiff ist nicht viel besser. Wenn wir nicht bald frisches Wasser bekommen, enden wir alle so wie Sie. Mhm. Gut. Gehen wir mal zur Drogentante. Das ist der Quick Fix. So heißt unser Laden. Er gehört Paulie und mir. Ich heiße Cindy. Cindy Cantali. Mann, sie klingen, als hätten sie zu viel von ihrem eigenen Zeug genascht. Nein, nein, nein. Das würde ich niemals tun. Paulie macht das. Dieser Nichtsnutz von Ehemann. Ihr Mann ist also süchtig? Er ist ein hoffnungsloser Fall. Ich muss ihn aus dem Laden raushalten, sonst räumt er unsere Vorräte leer. Irgendwann wird es ihn umbringen. Was haben Sie zu verkaufen? Wir haben alle Arten von Medikamenten. Ameisen, Pheromone, toll. Was nicht alles gibt. Stimmpacks brauchen wir auf alle Fälle, 432. Jetzt stellt sich für mich halt nur die große Frage, was verkaufen wir? Weil die tollen Sachen, die haben wir ja schon, was der, gell? Ja. Weißt du was? Leben und leben lassen, Mit sag so ich immer. jemandem macht man gerne Geschäfte. Ich weiß, weil ich da gerade fast 500 Sie Kronkorken werden gegeben bestimmt habe. bald wieder hier sein. Das kannst du dir vorstellen. Aber ich bin überladen wie ein Schwein. Ich bin überladen wie ein Schwein. Und ich kann hier nichts mehr irgendwo hin tun. Damit müsst ihr jetzt leben. Hö. Wir sind so fett überladen, dass wir nicht einmal springen können. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich sollte mich Aha. auf den Rückweg machen. Ja, dann mach. Mir wundert es, dass wir noch da überall durchkommen. Ja, ja, ich passe eh auf. Mach dir um das keine Sorgen, du Hansch.
Mitteldeck, ich will doch nur zur Dr. Lee. Die Nichte von Bruce Lee. Oh, red ich heut nen Scheiß, ich mir dafür in die Zunge beiß. Holladi und Balthasar, Tralali und Tralala. Okay, aus. Aus. Holoband. Flüchtiger Androide.